Unsere Zeitung, der Vorwärts, hat ungeheben herauszugehen in April 1897. Bemäschig von die in der 11 Uhr sind berauscht der Zeitung gestanden vor mir 6 Redaktoren. Und jeder hat gesehen und gemacht sein eigenem Nussach von der wichtigen Publikation. Bei dem Tisch sind gesessen die übrigen 6 Redaktoren. Und ich will auch ein bisschen erzählen, als Regelaches, wie so man macht heim die Zeitung. Wir bekommen Briefe, wo Menschen fragen, von wo hebt sich die Zeitung. Versteht sich, als die Zeitung hebt sich von dem Kopf. So wie mich hat man gestellt vor dem Kopf, und gemacht, man dreht mir dem Kopf, hebt sich die Zeitung von einem Plan, wo sie stellen sich aus alle die Artikel, Notizen, Korrespondenzen, wo es kommen nun, sei von unserem Mechabrem Du, sei wo es mir bekommen im Computer, wo es ist ankämen sich und dem nicht begehen, von verschiedenen Winkeln von der Welt. In der Zeitung, darf ihr wissen, geht raus, kimat in 30 Länder über der Welt. Die Zollkopien sind nicht groß, beerdig 5.500, aber laut der alten jüdischen Tradition, wenn einer borgt die Zeitung bei der zweiten, halten wir als in der Zeitung lehnen 15.000, 20.000 Menschen. In Istet will ich auch verbeten, wir sollen machen, als Spazier über die Redaktion, und ich will auch bekennen, mit die alle Mitarbeiter, wo sitzen du in die 4 Wände, jeden Tag, und geraten sie, oder wie die alte Journalisten auf dem Liebgott zu suchen, backen euch die Zeitung. Ich verbete mit sich. Du sitzt mein Stellvertreter, du sitzt Gottesmann. Wir alle tun verschiedene Arbeiten. Ich darf zunächst stellen, ihr seid von Brief und Gesellschaft. Jede 2 Wochen habe ich eine Rubrik Welt von Jiddisch. Und dazu schreibe ich Kulturartikel wegen Ausstellungen in Museen oder Rezensions von Büchern oder andere Chicago Unternehmungen, jiddische Unternehmungen in New York. Du will ich euch vorstellen, Sura Ruchel Schechter, von der berühmten jiddischen Dynastie Schechters. Auf Satz 2, was wir riefen Satz 2, ist, gebe ich über die Neues von der amerikanischen Gesellschaft und ich Brief zu geben an objektiven Perspektiv in verschiedene Zeitungen, von der Rechte, so wie der Wall Street Journal, und von der mehr Linkere wie in New York Times und der Washington Post. Trotzdem schreibe ich Artikel direkt wegen religiösen jüdischen Leben in Amerika, der moderne orthodoxe Zibber, der chassidische Zibber. Jede zweite Woche stelle ich zu Neues für Bnei Bayis. Das ist ein Arbeitsmoment, das kommt jedes Mal vor. Mit Joel Matvejev, das ist eine seltene Persönlichkeit, was ist gekommen von Russland via Baltschuwe. Baltschuwe sei wahrscheinlich Baltschuwe in dem direkten Sinn von Wort, sei Baltschuwe wahrscheinlich Jiddisch. Er ist gekommen zu Jiddisch. Wird allein erzählen, was tut bei uns da. Ich habe eine spezielle Rubrik, was heißt Chicago's um der Welt, was haben zu tun mit verschiedenen Chicago-Sachen, was tun sich in der Welt. Außerdem schreibe ich kimat jede Woche einen eigenen Artikel. Nicht damit schreibe ich wegen jüdischer Themen. Ich halte es für verkehrt interessant, einmal zu schreiben auf Jiddisch, auf solche Themen, was haben gar nichts zu tun mit Jiden, aber man hat keinem nicht geschrieben, wegen dem auf Jiddisch beklagen. Es ist gemacht unmöglich zu finden an jüdischen Sätze. Aber wir sehen an die Genotypen, die riesigen Maschinen, wo sind gewähnt einmal an, sitzt für ein Katz, du beim Computer, bei reiner Arbeit, in ein Stück in Klopperei, in den Sinnen rein. Und bitte, wie viele Jahre sind Sie in unserer Zeitung? Über 45 Jahre. Ich wollte euch gebeten zu erzählen, etwas interessante Momente von eurer Arbeit. Es gewesen ein interessanter Moment, wenn wir uns auch übergezogen von 175 East Broadway von der alten Vorwärts zu her. Der einzige Unterschied ist,
Nimmt mit dem Computer, kann man nehmen in der Nur, man geht. Der muss man gedacht beschleppen, den Tippen muss einen gewogen 3-4 Tonnen. Hat mir gedacht, in die Gas, ausmachen Löcher, in dem Bruck. Und dann wo die Leute Tippen in Keller. Was ich kennt da damit war mit. Das sie gewesen an Arbeit. Ich habe mir geredet wegen Inhalt von der Zeitung. Und du sitzt ein Mensch, was vernimmt sich mit der Zure, mit dem, wie so die Zeitung sieht aus. Ja? Und das ist ein Grafiker, Boris Budjanski. Das ist auch ein sehr interessanter Mensch, was ist gekommen von Buran an der Welt, von der russischen Welt, was hat nicht gekannt, kein einziges Wort. Und hat sich alle Neues gelernt, die Sprache. Alle technische Sachen, in die Arbeit mit dem Text, in der Rumtext, die und kein Schum hilft. Chaim ist der Mensch, was von ihm hebt sich der Herangang in der Zeitung, in der begleitet Menschen. Es ist erst umgekommen, ein Einnehmer von Weiter, was ich will später erzählen wegen dem. Und schickt es auf, ist die Adressen, was wir haben, das ist über 2.500 Männer, die lesen die Zeitung, zwischen sie ist seine Studenten. Ich beginne mit Marina. Sie hat Jiddisch, Russisch, Englisch, Ukrainisch, sie kommt von Kiew, von Europa, zwischen Shalom Aleichem hat das geriet. Und mit ihr stellen nun den Kontakt in sie hat aber ein Talent. Und ihr Talent besteht in dem, wo sie beruhigt jeden einen, weil unser Lehner ist so sehr nervös, hat nicht bekommen die Zeitung oder bekommen sie zu spät. In alle Tages, alle Klepp fallen auf ihr Kopf. Ich will gewollt zugeben zu dem allem, was ihr das gesehen, noch als Srov unsere Schreiber, Korrespondenten wohnen in verschiedenen Orten in der Welt. Sei in Israel, sei in Europa, sei in der weiteren Australien. Aber sie kommen zu Lehner, kann man nicht nur durch die Papierener Zeitung, nur auch durch unsere Website, wo es so zugetracht und kontrolliert sie, halt an Neugefür Joel Matvejev. Ich will sie geben jetzt etliche Wörter wegen unserer grüne, jugendliche Zeitung, was heißt weiter. Was eigentlich ist ein Hemmschach von vorwärts, weiter und vorwärts, das ist derselbe Sinn, derselbe Partei. Weiter ist gezielt für die Menschen, die eben erst tun zu lernen sich Jiddisch, die machen sie ihre erste Tritt. Darüber ist die Sprache eine leichte, adaptierte, und die Materialien sind noch ausgerechnet auf das Lehner. Wir haben euch ein wöchentliches Radioprogramm, was es gedeiht zu hören, und ihr kennt sie hören, wer wohnt in New York, auf AM 570, jeden Mozi Shabbos Nana Seger. Ist das, will ich sie gesegnen mit euch, aber ich hoffe, es nicht auf lang, weil ihr wird unbedingt werden unser Lehner. Und wir wollen sich treffen mit euch schon auf die Spalten von unserer Zeitung, von unserer alt-jungen Vorwärts. Danke.